Von meiner Orientreise will ich Ihnen erzählen. Ich bin am heiligen, uralten Nil gestanden. Er hat so eine nilgrüne Farbe und fließt wahrscheinlich, weil er schon so alt ist. Dann habe ich auch die alten Bierkeller der ägyptischen Könige gesehen. Pyramiden heißen sie. 5000 Jahre schauen da auf einen herab, wenn man sich da jung vorkommt, wenn man da raufschaut. 100.000 Maurer und Steinträger haben 30 Jahre dran gearbeitet. Da haben wir gedacht, mein Gott, wenn das bayerische Maurer gewesen wären, dann hätte es um 10 Jahre länger gedauert, weil noch Brotzeit dazu gekommen wäre. Dann bin ich mit einem Kamel zur Sphinx, zur rätselhaften Sphinx geritten und habe ihr tief ins Auge geschaut. Dann hat's gelächelt, vielleicht hat's mich kennt. Auch in Jerusalem bin ich gewesen, in der ehemaligen Hauptstadt des jüdischen Reiches. Jetzt so viele Juden, wie ich mir vorgestellt habe, sind gar nicht dort. Ich glaube, in Frankfurt sind mehrere. Den Juden in Jerusalem geht's auch nicht besonders gut. Die haben eine eigene Klagemauer, da stehen sie dort und weinen und klagen. In Frankfurt, glaube ich, da haben sie ja keine Klagemauer. Ja, da werden sie ja keine brauchen, da klagen die anderen. Dann war ich auch in der Türkei, in Konstantinopel. Die haben ja richtig aufgeräumt. Die ehemaligen Haremsdamen beziehen alle Erwerbslosenunterstützung. Die armen Hascherl, denen geht's schlecht. Nicht, was soll man's unterbringen? Sie haben nichts gelernt, nur Harem, sonst gar nichts. Und alle möchten in ihrem alten Beruf tätig sein und da fehlt's an der Nachfrage. Die Jüngeren sind's ja auch nicht mehr und der Kemal Pascha hat einen Schleier auch noch verboten und den könnten's notwendig brauchen. Noch schlechter geht's die ehemaligen Haremswächter, die Eunuchen. Mein Gott, da habe ich mit dem Sekretär der Eunuchengewerkschaft gesprochen, der hat gesagt, also meine Leute haben buchstäblich alles verloren. Ob wir nicht in Deutschland etwas dafür tun könnten, sage ich, ja, mein edler Türke, was soll man mit den Brüdern machen? Man kann ja auch zu nichts brauchen, höchstens, dass einer oder andere Hausmeister werden könnte bei den englischen Fräulein, aber so viel können wir natürlich auch nicht brauchen. Also kurz und gut, es ist da drüben der nämliche Durcheinander wie bei uns und ich kann nur mit einem Wort sagen, der Orient hat auf mich einen sehr orientalischen Eindruck gemacht. Salem alaikum, Bakschiss.